So, schönen guten Abend, die Leute hier am Saal und dann auch denen, die den Abend da ist, über den Livestream zugeschaltet sind. Ich begrüße die Members aus dem Chefen an Gemengerat. Ich begrüße den Ivano an Firma IDEA, die wie bislo all der an dieser Mobilitätswoche als begleitet mit dem Konzept an die ganze Abmachung überhaupt ermöglicht löscht. Und ich begrüße den Abend natürlich ganz herzlich meinen Co-Redner hier für die Konferenz, den Serge Reinhardt als ein Vierster. Voilà, wir haben heute am Kader von unserer Mobilitätsforschung ein bisschen raus. Wir haben unser Programm hier stehen. Das heißt, das ist das 6. Jahr, das wir bei der Mobilitätswoche mitmachen. Und wir sind hier, wenn wir auf der Karte gucken, da sind wir hier gekommen, also den 18.09. bei der BISA Mobility Map. Was haben wir für Drogen gemacht? Wir haben als neues Konzept vorgestellt, für ein bisschen die Corona abzuholen, den Kampf gegen die Corona abzuholen und einfach nicht daheim zu bleiben, für das Leute können rausgehen, haben wir den BISA Rullo angeweiht für eine Podage. Der Roger hat das hier beim Jugendhaus gemacht, die hat auch lo, wenn an der Wohnarbeit gekommen sind, hier am Frauenat gesehen, dass wir die hier abgerichtet haben für den Event vom morgen Abend bis zur Laufstadt Kubanol. Die wisst, wenn da in Zukunft auf Event geht, muss da sitzen. Da könnt ihr Maske raus tun, wenn da wie am Restaurant eben die Konsignen verfolgt. Dann haben wir aber auch ein bisschen als Tech, das hört sich ein bisschen mehr spacey an, das einfach nicht mehr ein Tischtennis, den ein bisschen mehr krumm ist, wo eben mehr schwer ist, mit dem Fußball oder mit der Racket, für den immer zu treffen. Das heißt, den haben wir auch angeweiht. Wir haben der Techballen am Laufe des Jahres ein paar Kauf gehabt, für das die Jungen eben da draußen, sie wird am Frauenabteil oder rüber bei der Sportsaal, können noch sich eben am Fußball oder am Tischtennis ein bisschen beweisen und das spielen. Dann sind wir gestern Biesen Goes Mountainbike. Das war die erste von 4 oder 5 Editionen, die wir all Donnerstag organisieren, zusammen noch mit Serge. Und mit unseren 2 Athleten, dem Laurent und Lex Reichling, sind wir mit den Kanner von 7 bis 9 Jahren mit dem Mountainbike durch die Bieser Böscher gefahren. Und der Serge hat und ein bisschen erklärt, also Bösche ein bisschen erklärt, und die Reichling-Brüder haben dann gewiesen, wie eine Bremse muss ziehen, nicht so fest, weil sonst rutscht der Pneu 4 oder Hannen und da kann es schrummen gehen. Dann mitten um 1:30 hat man ein mit der Presse zusammen haben wir den Bieser Cyclo-Croc vorgestellt. Was ist das, der Cyclo-Croc? Der hat sich noch Croc Monsieur und das auf der neuen Velospiste, die wir als Gemeinde 2016 an der Mobilitätswoche angeweiht haben, das Steck, wenn ich von Colmar könnt, vom PC12 beim Football Terra, dann gehen wir richtig weiterfahren. Das ist das Steck, was dann noch bei der Schule rauskommt. Da haben wir das alte Garthäuschen und da haben wir Welles, how das Konzept vorgestellt gehen. Hol dich Platz. Geh vor ihm. How das Konzept vorgestellt gehen, ein Konzept für ein Velos Raststätte eben anzufeiern, und die soll am Frühjahr 2021 hoffentlich dann hier Dieren abmachen. Ich gehe nicht an Detail durch, wie erwartet, werden dann noch aus der Presse können lesen, und wir können noch Dono ein darüber schwätzen, wenn ihnen froh wird. Morgen oder die ganzen der haben wir als ein Bieser Spielplatz-Rallye mit den Familien. Wir lauschen Oves Kubanol hier am Frauenat. Am Sonntag haben wir auch die ganzen der Velos Okkasionsmarkt, wo wir schon über 150 Okkasionsveloen stehen haben. Das, was da wichtig zu erwähnen ist, wenn Bieser Leute sich in Velo Okkasionsmarkt kaufen, dann gehen wir auch die Prim, die wir denen gehen, die neue Velo kaufen. Ihr wisst ja, wenn ihr ein normales Velo oder ein E-Bike kauft, dann unterstützt Gemeinde das, aber das machen wir auch bei den Okkasionen. Und
Dann Mainden sind wir vom Schäferro der Masatz, da gehen wir denen Leute, die zu Fuß unterwegs sind am Dorf oder am Velo, die kriegen dann Kaffee und Croissant. Der Mainden den Oven gesehen wir unserem Hai, dann ist das erste ein Thema, was an die Baulisch geht. Wir haben ein Projekt Hai bei der Platz, wo der Salon von Marcel Ratz war. Wir haben die Gebäude auch abgekauft und wir wollen nicht weisen, was wir da wollen. Das geht aber nicht nur um die Gebäude, es geht auch um die ganze Platz rundherum. Wenn ich da hingucke, Richtung Atert und dann hier bei der Frauen hat. Die Platz wollen wir neu gestalten, das weisen wir am Ende den Abend. Und dann zum Aufschluss den 22. das Dienstes, da sperren wir, wenn da auf der Rost fährt, haben wir ja den neuen Rond-Point, da sperren wir die Straße vom Rond-Point bis auf die Hälfte vom Postgebäude. Und auf dem Straßenabschnitt haben wir ein Urban Village, den wir abrichten, das heißt, als Bühne können hin, mit es können Betrieber da erst kommen ihre Landschulen und dann ab 4 Uhr haben wir Konzerte bis 9 Uhr, also wir bleiben da an einer Zeit, wo da war den After Work nennt, das heißt, wirklich nur der Erbisch kann in der gemütlichen Stunde kommen sein, Rouleau buchen und dann eben bei flotter Musik, flotter Ambiance etwas Kleines essen oder trinken. Und das ist dann noch der Aufschluss und da haben wir dann die Kriterien auch erfüllt, für Konkurs teilzuholen. Der Konkurs, das ist, dass wir all der an der Mobilitätswoche etwas organisieren, eine permanente Mesure realisieren und daneben auch eine Straße sperren und da weisen, dass in den Straßenraum auch ähnlich kann nutzen wie mit dem Auto oder mit dem Auto drüber fahren, dass ich eben noch kann do etwas trinken oder essen oder spielen. Wir hatten schon Sprangschlösser auf unseren Straßen. Jeder das auf alle Fall das gesagt, da erreichen wir dann noch, dass wir die Kriterien erfüllen. Voilà, lo den Abend kommen wir zu unserem Thema vom Abend. Wir stellen euch heute das Konzept von der Mobilitätskarte für Bießen, für was das Konzept. Wir haben sich die letzten Jahre ganz viel investiert, ganz viel an Infrastrukturen investiert. Wir haben am Busch, das überlassen ich aber dem Serge, haben wir enorm viel an Wehr investiert. Da will ich wirklich nicht vergreifen, dass das sein Bereich und nicht kann just für den Gemengerat oder die vierische Gemengerat schwätzen. Wir haben als Hängebreck, wo ich dann noch an Detail drüber gehen. Wir haben die Velospiste, wo ich drüber geschwärzt habe. Und dann brauchen das Ganze eine Karte, für eben einen Deckel drauf zu machen, wie ihr so schön seht. Das heißt, wir wollen da hinkommen, dass der Dono eine Karte hat und hier am Dorf fortgeht. Und wisst, da gehe ich an den Busch hin, also komme ich rum. Das geht aber nicht nur mit einer Karte, die braucht auch Wegweisschilder und so weiter. Mit das alles, da gehe ich dem Expert an dem Bereich das Wort. Und ein ganz wichtiger Punkt nach, wir haben auch doch vieles, eine Karte auszudelen, den Ivana hat, der geht heute durch, die kriegt eine Rubrik. Wenn der Ideen oder Anregungen hat, schreibt er drauf und dann geht er an die Ohren da. Von der Konferenz, wenn wir dann noch ein paar Tränke gegeben haben, dran. Und dann gucken wir die Sachen und versuchen, ob verschiedene Punkte oder verschiedene Wünsche von ihr drauf zurückzukommen. Noch kurz zum Timing. Wir hatten das heute Wölles, das hat man schon lange Wölles, zusammen mit dem Fürster, mit dem Serge zu realisieren. Die Karte Covid-19-Situation, die wir hatten, hat an diesem Fall dazu beigetragen, dass die ganze Etappen ein bisschen akzeleriert sind. Wir haben uns mehr schnell konnten dahin schaffen, und wir noch das Feedback von der Bausse gehabt, dass leider es gesagt haben, war mir so viel schön Wehr am Busch, dass immens flott sich dort zu verlieren. Wir verlieren das nicht gut, die soll da wollen wir aus dem Busch rauskommen. Und dann haben wir relativ schnell in dem Konzept geschafft, was Telo vorstellt, und können das dann heute präsentieren und dann noch an die nächste Phase gehen. Und das ist die, dass wir eben am Frühjahr 2021, wenn wir auch den Cyclocross wollen abmachen, dass wir da schon die ersten Resultate haben.
Du zu dem Cyclocroc will ich auch noch kurz erwähnen, dass wir da nicht abhalten. Wir werden nach weiterführen auf dem Gedanke von der Mobilität. Ich meine, Mobilität ist ein ganz wichtiger Baustein, auch an der Politik von in dem Menschen an einer Gemeinde. Wir haben eine Idee, die wir wollen auch das Jahr am Gemeinderat zur Diskussion bringen. Wir wollen uns als Millen an eine Art Bad and Bike umwandeln. Das heißt konkret, dass wir an die Richtung schaffen, dass in mam ORT zu summen, den ORT, die hun als op ihrem Relevé doch de Mitten, da das lo ganz frisch, ganz gut Gespräche mit ihrem Vertreter, mit dem ich Mille noch de Mitte gucken gegangen sind. Da hoffen wir, dass wir da zu summen habe fanden, für dann eben aus der Millen etwas Flottes zu machen, auf alle Fall mehr flott, wie das Gebäude Lodo steht, wo man dann vielleicht auch dem Tourismus hier am Land Zimmern zur Verfügung können stellen, wo Leute können übernüchten. Und da war immer nur im Konzept mit der Mobilität, mit dem Velo. Das heißt aber nicht, geht nicht den Ofen 3 oder geht just das gemäht. Das Gebäude ist relativ groß. Wir sind nur an einer Konzeptphase, wir gehen noch an den Gemeinderat, wir versuchen auch Kommissionen immer dann zu bannen, dass wir nach Ideen durchkriegen, es schweben nach Ideen von Kunstatelieren und so weiter. Alles wird geprüft, wird analysiert und da gucken wir, was zurückbehalten wird. Wie gesagt, den Timing 21, 22 soll alles zum Aufschluss kommen. Da schwätzen wir von dem, was da gesehen, Installation von den Wegbeschilderungen, von den Bänken. Da geht es ja schon darauf an. Wir haben am Busch neuen Modell von Bänken, den auch an Dorf nach muss kommen. Das dauert aber alles. Da muss ein Budget gestimmt gehen, die muss noch produziert gehen, installiert gehen. Wir werden auch eine Art Fitnessparcours an dem Ganzen neu auflesen lassen. Das ist aber nicht ein Fitnessraum oder just ein Fitnessplatz. Wir wollen, und da kommen ich da wirklich mich später zurück, wenn wir die interessanten Punkte nun an der Gemeinde Schule einfach mal ein, bei der Breck, wo wir rübergehen, da ist ein Platz, den man muss aménagieren. Da können sich vorstellen, dass man pur Geräte haben, wo das die eine oder andere Übung könnt man davor, da man der im Velo oder läuft, eine Tour an ein paar Kilometer von darum so Geräte. Da könnt ihr frei entscheiden, ob der 10 Kilometer läuft und dann ein Geräte fand oder just 2. Wichtig ist, dass das Konzept soll sein an den Fitnessparcours überall soll sein und nicht just auf einem Platz konzentriert. So, ich habe genug gesagt, Serge, ich hoffe, du warst fit und weißt als das schöne Konzept. Übrigens, das Konzept hat mit der Firma Nuance zusammen gemacht. Voilà, vielmals merci David. Schön, dass kommen sieht, ausverkauft, das könnte mir nicht oft viel. Ich will mal dir vielleicht für dich ein bisschen kadrieren. Jeder von euch hat ein anderes Bild vom Busch, den ihr kennt von zu Fuß und den anderen mit Velo. Vielleicht gibt es den natürlich, den du schaffst oder den Spaß hat mit Natur, mit Naturschutz, den Moke gucken geht, volle Laustre geht oder muss drauf schaffen. Wir haben an denen de Bösch von denen so gesagt, als ja schon ein romantisch Platz. Du siehst auch alles vereint, was eben der Bereich Erholung an Exploitation ist. Die Exploitation hat der Weh. Erholung, das ist Weh, die noch genutzt kann von den Leuten, die besichern. An eben dem Naturschutz. Das ist ein flottes Bild, das für mich etwas verkörpert, wie die Sachen können mit denen funktionieren. Das ist so, dass die Bösch als handelt den Bösch in ganz Party zuelen an bisschen Recherche auch ein bisschen de Böscher vorbissen das ganz eng verknüpft mit der Industrie. Du wirst das bis relativ frei viel industrielle Aktivitäten hat und auch Familie Blochhausen und so weiter investiert tun. Und das gesagt ihr gut auf dem Plan do, weil wenn ich meinen Kollegen nachher drum gucken zu mir oder so, da sind wir 12 haben drauf oder 3, aber nicht so wie bei Eis. Du siehst, dass hier ein ganz Party Plätze sind, wo blau ist, an Mauve,
bloer Mof, dat sind fir Eis Fichten an Douglasen an guckt die nach gut, ich weiß nicht wie lange das noch so stehen, sind am Gang wirklich alle goren aufgängig zu gehen, also man immens viel Schwert am Moment do, durch die Dreschend. An der Teil geringt, das sind alles Plätzen, die sind 84 und 90 sind die umgefallen. Also das war mir natürliche Bösche und das am just bonnert und dann ein bisschen bei der echter Barriere für die besser können sind, das sind die Böscher, die wo nicht weiter so den anderen Eck. Ist vielleicht noch interessant wie ich alles Partei Bloers 22 den Eck. Das war Firdruckebösch, das war ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, das Gebäude steht auch noch, das war ein helmischer Haf. Der Bösch ist relativ eng mit der Kulturgeschichte von Biesse verbunden. Wie erzählen Sie das? Dass versteht, dass der Bösch als eine große Fabrik, wo am Moment 5.000 bis 6.000 Meter Kipp Holz zuwussen, aber wo wir auch nutzen. Das heißt, am Anfang die Wehr, die wir gebaut haben, die haben wir nicht gebaut, just für das ihr spazieren könnt. Wir haben die auch gebaut, für das wir ran und rauskommen. Die muss ich vorstellen, dass wir normal schaffen zwischen 80 und 120, 130 Kamionen Tür und Holz rausgehen. Und dafür brauchst du Infrastrukturen, dass das funktioniert. Voilà. Das ist nicht mein Bolz, ihre Lohai und die Mikro und die Grappel, aber das sind die zwei Stirn. Da sind 20.000 Meter Kipp halt zu Biesen umgefallen. Das war 84, 90 sind dann ein 14.000 Euro gefallen. Und dann hat man einen lokalen Sturm, das war 2012, das sind 10.000 Meter Kipp. Kann ich vorstellen, ob Kamion gehen 35 Meter Kipp, wie viel Kamion das dort wie Roberhof also gefuhr sind. Was neiget, ein Thema, was neiget, wo man lange nicht damit gerechnet tun, dass man der lange drüschen, das sind Böschbrennen. Sodass die Infrastrukturen noch wichtig sind für das Pumpstehen, dass man rankommen, auch von Accidenten geschehen, dass man Leute rauskriegen, ainsi de suite. Voilà. Ich mache heute ein bisschen das sagt so, dass ich meine 2020 aus die letzte Weh, die wir bauen, Kamionsweh, die wir bauen, und da tun ich mit den Chefverrat von für Drun gemacht. Carlo sitzt da. Das war von Anfang an hat man die Politik, dass wir wollen den Achse an den Bösch verbessern und dass wir die Wässer wollen mehr attraktiv machen für Leute, die zu Fuß gehen. Und das ist nicht nur ein Bösch für Holz zu machen oder für Türst, aber da sind auch, du kannst eine Erholung finden, dass ich kann du Naturschutz gesehen und dass ich Sport kann machen. In dem Kontext vielleicht kurz darauf hingewiesen, haben wir von 2009 an bis das Jahr inklusiv, haben wir 1500 Meter Weg gebaut, also 1,5 Kilometer. Und du hat Gemeng aber schon anständig viel finanziert, das sind 725 Mil, grosso modo, der Staat gibt 80%. Das heißt, wir haben einfach durch die Aktivitäten auch ein Plus-Value an der Bösch geholt, den der Staat eben zu bald 600.000 Euro matt gedroht hat. Der Rest, das sind Statistiken, die ich die so will, die mir Fried machen. Voilà. Hier sieht ein bisschen noch ein anderer Vue, für das da versteht, dass die Infrastrukturen hier kann ein Kamio drüber gehen, du kann auch ein zu Fuß drüber gehen. Aber das ist eine ziemlich langweilige Geschichte, wenn da zu Fuß drüber geht. Normalerweise geht das zwischen 4 und 6 Kilometer die Stunde. Also wenn da zu einem Weg sieht, mit dem viel geschwärzt wird, dann sind wir echt bei 4 und 5, das ist schon gut, an 6 da muss ich schon drüber gehen. Und wenn da dann so eine lange Strecke wie das da geht, da sieht er bald 10 Minuten, eine Viertelstunde immer das nämlich. Und das ist das, was Leute oft so, das ist ein bisschen, du meinst, so beim Autobahn spazieren gehen. Dafür war uns von Anfang an gut bewusst, wenn wir die große Strecke, wenn wir die bis fertig schon den Erschließungsgrad von dem Busch verbessert tun, dass wir wollen, das sind also Tentakeln, die
wo auch zum Teil Sackgasse sie, wo ihr nicht fahren könnt, dass man die wollen irgendwie verbannen. Du hast die Idee gekommen, dass man einen Trail zu machen. Ein Trail, also die englische Übersetzung für ein Pad. Und die Idee von einem Trail ist auch, dass so nah wie möglich beim Böschers, dass so man wie möglich Infrastrukturen hat, dass das auch ein Weg, die geht nicht befestigt, die geht auch nicht, also da gehen auch keine Wurzeln weggeholt, da sollen die Obstakeln da sein, die sind interessant, die machen, dass es ein kurzweiliges Erlebnis gibt. Es kann nicht laufen, muss ich besser aufpassen, denkt denen so viel, wenn ich observieren, weil ihn einfach genug beschäftigt ist, Face auf die richtige Platz zu setzen, wenn man am Velo fährt, dem nur weil Schweiz das so holt, hat auch viel Fried für das Ding im Laufen zu halten. Und das, wir haben die Junge Matt konzipiert, dass am Anfang flott eine Aufhäuslung hat zwischen wer, wo es sich gut geht, wo es normal geht, wo ich noch mit einer Kutsch kann gehen oder vielleicht auch immer am Rollstuhl mitholen. Das ist alles nach möglich. Aber für die Leute, die Lust haben, wirklich ein bisschen mehr Erlebnis, ein bisschen Minuten zu sehen, ob Klängen, wer mit vielen Kehren, das ist die Idee vom Trail. Wir haben als drei Wehr ausgesicht, wobei 3 also ein bisschen überdriven sind, da eigentlich nur 2. An den Lupus, das den 3.0, da waren wir ganz hochgestruppt, wir bringen es fertig, aber ob bis Terra, wir haben 550 Hektar Bösch, wir sind ein Gemeng mit relativ viel Bösch, bringen wir aber fertig 30 Kilometer auf Eisenterra, also in der Natur zu bewegen, das fand ich schon nicht so übel. Also ich muss auch ehrlich, also wir gehen heißt du hin und her, mit immerhin 30 Kilometer. Auch schießt, dass den ersten Trail, ich weiß nicht, Stadt Hannover, die sind alle relativ lang, weit, sind 12 bis 13 Kilometer sind die. Orchis, für was Orchis, das kommt von Orchidee, das ist die Seite von wo die Richtung Fichte geht, da haben wir pure Orchidee-Wiesen am Bösch, die da vielleicht schon mal ein paar gesehen, die wir auch trätieren. An Lotus, das ist die Seite von der Weiheren, wo eben Seerosen draufstehen für Lotus, dafür auch die Ikonen, die wir entwickelt haben. An der Lupus, der Wolf, der ja schon nicht so weit weg war, den auch viel an langen Strecken geht, an ausdauernd als ich fand, das wäre genau das Richtige, was wir brauchen, für die großen Part zu benennen. Voilà. Das ist ein bisschen komplex, wenn man das noch zu summen, dann geht das vielleicht alles ein bisschen mehr klar. Was ich jetzt sonst wollte weisen, dass den Weg, wir sind wirklich alle sicher gegangen an der Peripherie, dass wir so weit wie möglich schon drin kommen. Auf den 2 Plätzen, da oben, wo der sieht, hey, für die können sehen, dass das Biestadt, und ihr wisst ja gut, dass Biestadt als Gemeng von Biesen mit den Gemengebösch von Ettelbrück austrupp. Dafür haben wir da nicht alles ausgeschöpft, da sind wir so bei dem Terra geblieben, dazu kommt es noch mehr spät, wie das könnt alles U-Bahnen. Was interessant ist, also heute gesehen, als dass die Wehr gehen eben von Kardinalpunkten aus, also von den Hauptparkgängen, an die Idee, die wir haben, für die wir schon an den Bergen waren oder die den Müllerdal-Trail gemacht haben oder so, dass wir eine Kombination machen von einem Weg, der ganz genau gezeichnet ist, wo man dann aber überall, wo Großkreuzungen sind, Leute Möglichkeit gehen, da steht dann drauf 10 Minuten Parking 20 Minuten Böschkirfisch, dass Leute selber können aufkürzen, an sich den Weg so zusammenstellen, wie gerade den Tag passt. Als Idee war da handelt, dass wir eigentlich nicht wollten am Bösch finden, wo da 6 verschiedene Schilder haben, und dass ich muss am Anfang dafür dezidieren, was meine ich da heute. Meine ich die von 3 oder die von 6? Ihr könnt immer auf den nächsten Platz fortgehen, und so wie dir gefällt, so wie oder die mit der Familie gehen, so viel wie kann er durchhalten, geht er dann.
oder wann traint, will ich das zurückkommen, du dat Möglichkeit NRW aufzukürzen anheben zu kommen. Voilà, ich meine dat macht man nun eng interaktiv Karte oder der Flamer dat mat zu summen auf, weil das lo ziemlich für Leute, die net gewinnt die Karten zu gucken, die ja auch lo am gab ass dat vielleicht bisschen viel, wenn man lo dort in Detail gehen. Was wichtig ist, das Stöchwort vom Burgmeister das gefallen, ein Gemeng, die verbindet durch die Elektromobilität, umfang lo bisschen mehr abordabel, ob die Kopf dort kommen. Das ist mir einfach. Wann den dat muss zu Fuß machen oder mit dem normale Velo, also du sind aber du hast aber immer ein eklig Kopf zu hüllen, egal wohin sie sicher geht. Aber was wir probieren, als dass man durch ein Party Alternativen abbauen, wo der könnt dann zu Fuß aus dem Dorf gehen. Zu Fuß oder mit dem Velo. Den Avantage von dem Velo von hier aus fort, wir sind an der Mobilitätsfach, braucht ein Auto nicht zu holen. Dat heißt, auch van der Velo der knascht, dass man den Auto nicht knascht ist, du könnt du an der Garage am Rofklammen an doberzen. Was man auch sicher, dass die Gesetdatei dat gilt, dat das ein Autopedestre vu Fichten, für die können sehen. Da machen wir zum Beispiel auch eng Streck zu summen, dat heißt, das durchaus möglich, den Dowe zu machen, und dann mat Fichten zu summen, 20 oder 25 Kilometer zu summen zu kreen. Das klingt lo alles noch viel mehr in den man Elektromountainbike NRW als die 25 Kilometer als relativ sehr zu machen. Ne? An in den Form den möchte doch ohne Motto. Das heißt, langfristig gesehen wollen wir mit den Gemengen rundherum, wir sind auch an der Planung für ein Velosweg in der Landesstadt danach zu machen. Langfristig wollen wir einfach gucken an der Region, als unzubannen, dass eben Migros, so ähnlich wie am Müllertal, dass bis Migros Tiermäßig sind, dass auch mal Leute bei uns kommen. Du hast doch gesehen, dass der Uselding mittlerweile ein Hotel, ein Restaurant, was gut lebt. Vielleicht kriegen wir da doch ein Kahai hin. Das heißt, dass wir auch durchaus ein attraktiver Platz können sind, für sich mal holen zu kommen. Hier ist der Nachschiss. Das sind, wie ich gesagt habe, das immer zwischen 12 und 13 Kilometer. Das sind nicht ganz viele Höchstmeter. Aber wenn ein Kopf kennt, dann ist es meistens aber sportlich. Die Durée moyenne, also ich meine, da sind geflohen. Also, wir machen es nicht so sehr, das gesehen haben. Also, du brauchst aber, wie ich gesagt habe, zu Fuß, aber schon 2,5 Stunden. Und am Velo kannst du dann. Das war ein E-Bike, ja. Okay, das ist der Nachschiss, dass die Seite, wo man, wie gesagt, die Fichter seid, für die Leute, die können sehen. Hier wäre dann der Lotus, das ist die Seite vom Weiher. Übrigens da haben wir auch alles angebaut, was interessant ist. Wir haben auch zu Biese Low-Hacken. Zu Biese sind ganz lang, also auch low geschlossen gehen. Für Leder zu geben und so weiter. Landschen helmische Haft, wo all Wiese sind, die eben abgefischt sind. Das sind alles Sachen, das heißt, Galerie steht, Struktur steht, aber wir können auch einfach die ganze Kulturgeschichte mal abschaffen. Da sind Überlegungen, für das eventuell auch interaktiv zu machen, dass ich mit dem Handy in der WS an einfach mal Informationen kriegt, was du los war. Voilà, hier ist da, wo wir die zwei Unene bitzen, an da sie als Schlüsselplatz Kreuzung vom Möschelbuch. Wir kreuzen zweimal eine Straße, wenn der von hier aus fortgeht. Die erste Kehr ist das bei der Rue de la Forêt, da haben wir einen Zebrastreifen, da ist auch der Verkehr avertiert, normalerweise für die 150, das dürfte kein Problem sein. Und dann ist aber ein großes Problem, dass du die Fichterstraße für drüber zu kommen. Und da hat man am Anfang immer eng an der Mitte. Und ich muss sagen, schon nicht immer gut geschlafen. Wenn du auch Familie kommen, sie für die, du über die Straße kommen, mit denen wird das sein. Und du hatten wir mit dem Fährsten Gemengerot die gute Idee, der Kirschfabrik von Fichten in Bischof zu kaufen. Und da konnte man dann eine Verbindung machen, die dann genau auf der Kreuzung rauskommt von Möschelbuch, wo die Leute dann aber trotzdem am Gang sind zu bremsen und zu gucken,
wo net so grad die Witesse sind mir sicher aber auch du noch Lesungen man Pont Chausse für eventuell Schilder abzustellen, vielleicht bisschen Stroß zu mohlen. Mir setzen mal am Büsch setzen wir mal Schilder herab, dass du Gefahrpunkt hast, dass die einzig kompliziert Platz also wann die mat kann wärs wo es noch miss net hier kreen. Voilà. So gesagt dat dann Hanno aus, wann man dobausen weisen, wir wollten wenig Informationen übersichtlich, was haut lebt schi am Handy. Ich schon am leisten am Bösch kein Handy dabei, das mein Beruf telefonischen dabei, mir wann ich mal Sport man, sind ich froh, wann ich den Nekro ein Zeitchen net gesehen. Ich merke aber durch Konfinement hun ich ein gut Studie könne machen, wenn immens viele Leute dabei sind, ich weiß leider nach Wesen, ich weiß auch was zu Roblöden, so Moosen alles und so weiter und so fort. Die ist haut verleiert käse ich mir am Bösch, also jeder nur GPS und weiß wo erwert erwähnt dat muss man eine wesing Durchschnittsgeschwindigkeit sind Kalorien, die verschafft wird ein dafür als der do haben wir das wirklich auch einfach an wir probieren auch Kommunikation so einfach wie möglich zu halten. Denen aufmerksame Leute von ihr ist bestimmt aufgefallen, die Farben da, die fand auch am Logo von der Gemeinde Bießen. Das heißt, die stehen eben für die Einzelaktivitäten, die auch zu Bießen gestaltet sind. Hier auf der Seite gesehen danach, wir haben heißt du, wer du mal ein bisschen das bisschen mehr sportlich oder bisschen mehr technisch, wo viel Wurzeln sie wo eng allen der Sand oder so oder wo ich schon ein bisschen muss zwei Versehen gehen oder ein bisschen wollen muss können sitzen. Das ist ein bisschen mehr komplex. Da machen wir dann die Ausrufezeichen und dann die einfache Variante, so einfach, du warst gut, du kann dann nicht geschehen. Ich hatte später gesagt, dass wir ein großes Circuit machen von 13 Kilometern mit die Manns von uns von all Kaiers an der Bösch gehen Zeit für 13 Kilometer zu machen. Und da könnte lo das, was mir relativ gut gefällt in dem Konzept hier, dass wann ihr lo in der Weh seht, könnt ihr all Kaiers selber dezidieren, schon so genug, ich will an einer Viertelstunde daheim sein oder 20 Minuten daheim sein. Und das sind die Panoen oder die Schilder, die du kennst aus der Bierger oder aus dem Müller, wo ihr seht, in 30 Minuten bist du bei der Millen oder in 20 Minuten bist du bei der Kirche, dass man das eben in der W so ausschildern, dass ihr euch könnt, also so wie dir gefällt, in den Parcours könnt zusammenstellen. Ich meine, da guckt man nicht. Da machen wir einfach, das ist ja nur der Circuit, den wir zusammen fahren. Das sind die Einzeletappen von dem Weg. Das ist zu klein für ihr. Das wäre ein Projekt, an dem wir schaffen. Wo ist der Film? Und wenn du schnell die Jön, fliegen wir, was tun wir, 6 Minuten? 6 Minuten fliehen wir da von hier aus fort. War fliehen als Façon de parler. Ja. Mir zwei schwerer Gewicht, den Herr Johann an nicht das gemacht. Und haben dann Mund abgeholt. Und kennt ihr das? Okay. Also sie begeistert von der Technik her. Ja. Der Burschmeister geht nervös, von der Zeit nicht umkriegt, fängt schon immer zu schreiben. Das ist eine Fische, die relativ dick ist, die braucht eine Zeit, bis sie gelöten ist. Voilà. Ihr könnt es nicht auf den Beamer. Nee, ja. Mir, also sogar ich, das geht alles so kompliziert, ich muss dann Autorisationen fragen.
Da muss ich wissen, wo sie hier kommen. Und wir wollten aber aufhören, wenn eine gute Idee hat oder so, dass wir das aber dann mal da fließen lassen. Ne? Also wir werden dann mit der Zeit aufbauen, die können aber, ja, sowieso sind viele Portonen, die ich nicht mehr rumfahren. Also die Idee ist schon, dass man das ersetzen. Ja, ja. Was ich auch denke, was sich wird ändern, das wenn man also in Deel den immens flott, also wo den flott fühlen hört, das er placht dat du. Und das alles eng Sache ist. Du kommst nicht richtig viel. Und du kannst auch Richtung Mirsch so flott kommen, ja, das ist nicht richtig. Und da sind wir Verhandlungen, für das wir da vielleicht etwas kriegen, also dass wir auch nur da etwas hätten. Ja, weil das ist ein immens flotter Neck, mit das ein bisschen langweilig, du gehst immer hin und zurück. Tonsgas. Ja, ja. So, du musst sitzen bleiben, darf nicht gedanzt gehen. Ja. Voilà. Da machen wir ein bisschen groß nach. Voilà. Voilà. So, also, stopp, dass wir zusammen kommen. Bah, wunderbar. Der sieht heiß immer, hier geht es fort und bleibt ganz entspannt. Wir kommen noch im Heiner un. Guckt einfach ein Kehr. Okay. Also das ist, was leiert von der Kommunikationskurve mit PowerPoint, man nie etwas, die automatisch Handel lebt. Das geht Fiasko. Weil das ist nicht einfach, den Rhythmus zu halten von der Dokumentation. Du siehst, du hast Biesen, da sind wir am Wunderbatti an hier drehen wir es 180 Grad und da sieht er, ich weiß nicht, die wunderschöne Kette, sind das Ding? Nein, ja? Die da. Das ist, wo wir Hannen lernen gehen durch die, und da gehen wir Trüdler Forero. Ist jeder dabei? Was ist wieder das? Wir haben immer gesagt beim Doktor, oder? Und da gehen wir da oben über das Plateau, wo man schon relativ, wo da interessant fühlt, wo da relativ weit sieht, wo da schön sieht, wie die Struktur in der Landschaft da ist. Und dann geht es die erste Kehr an den Busch ran. Und da steht eng von unseren Bänken. Der haben wir da 50 Stück abgeriecht, mittlerweile sind da 50 Lo gestaltet. Und dann geht es durch den neuen Weg auf Parking Eichbarriere. Seht ihr alle dabei? Seht ihr den? Voilà. Und da geht es da 4 Runden an den Busch ran bei der Parking vom Buschkäfig. An da ran geht ein Trail dann. Hat schon den vielleicht schon gesehen. Und dann dreht das ein bisschen rechts und links, bis wir auf der Mischelbucher Kreuzung sind. Und da gehen wir rüber an den, wie heißt die? Parcel 20. Du hast Bonnert, wo sind wir an der Bonnert? Da sind die Weiheren, ne? Das gesagt ihr nicht ganz gut. Du hast eng von unseren Bänken, und der Matrik an der Unirik. Die sind noch aus Stahl, hier ist Grillplatz, die Klänge, die überdeckten, ob der Markt, dann Spielplatz im Markt, und dann müssen noch reinkommen vielleicht. Voilà. Und so geht es ran an den Lehrplatz. Du siehst da. Und wir gehen die andere Seite, das ist auf der Steenecker. Also was wir machen, das sind die 30 Kilometer, wir fangen nicht an die Klänge zu machen. Das ist der Parking oben am Steenecker, von Hannen nach fort. Und da kommen wir hier innen bei den zweiten Weiher, den wir übrigens dick frisch gemacht haben, für die schon lange nicht da waren, die ich da mal gucken. Und dann geht es oben durch die Lohhecken, seht ihr? Das kann er nicht, für die, oder du musst wirklich bei den ersten Weiher. Das ist ein guter Platz für zu rasten, könnt ihr euch da hinlegen. Und da geht es 4 Runden Rupp
Richtung Mëchelbucher Barriere, die also so schön, dass das spät könnt, aber das noch immer nächste war. Ja. Das war just für zu testen, ob ihr noch dabei seid. So, lo sind wir bei der Mëchelbucher Barriere, wo da von Urwen nach fort rakommt. Die kennt ihr auch. Das du hast auch, wo Sikona das Viehspieltop gemacht hat. Und lo geht es darum zurück an Bonnard op de Leierpad. Für dann op der Kreuzung zum Mëchelbuch op die andere Seite zu gehen. Also es klingt mir kompliziert wie das. Und dann war das ein bisschen die Sachen, die dann der Weg könnt gesehen. Mir hatte viel mehr Foto gemacht, wo wirklich ein bisschen müssen sönneren. An der das sind die Sachen, die neu sind. Das muss da schon gucken gehen, dass das Hand am Meck auf der Grenze zu fichten, wo es über die Wassergriff geht, das im Moment wunderschön. Das ist so natürlich Terratuswehr, wo da durch die Fichten durchgeht, durch Douglasen durchkommt. Und da könnt ihr den Geschwindigkeitskocht, das geht aber just, das 90 Kilo Fraktion. Hier ist innen auf der Bevener Straße. Bevener Straße, ne? Seht ihr da? Voilà. Da könnt ihr auch ein Auto einstellen, da gehen da just nicht viel hin. Voilà. Und da gehen wir den Berg runter, und das ist ziemlich tricky, da sind viele Wurzeln. Wie gesagt, Trail, das bleibt auch so. Voilà. Das sind ein bisschen die traurigen Spieler von unseren Fichten, denen es nicht gut geht. Das, voilà. Die sehen halt nicht nämlich aus. Wie wir da waren, haben wir da die Menschfront, mit der immens viel fotografiert, muss alle rausgehen. Voilà. Und das ist auch ganz neu, dass Richtung Plateau, da muss da gucken gehen, das ist wirklich wunderschön, dass ein Eck den, das war immer ein Sackgasse, man hat an der Reso angebunden. Und da geht es löser Richtung zurück op de Plateau. Du sieht, wie man rauskommen aus dem Busch. Das sieht so aus. Und da sieht das nämlich nicht, was wir von innen abgegangen sind, von innen rauf. Da sieht man ein bisschen ein romantisch oder ein bisschen Stimmung. Voilà. Und da sieht ein bisschen, für die schon verlängert haben, Rue de la Forêt rauf und dann innen über den Zebrastreifen. Und dann haben wir es gepackt. Und das waren a 6 Minuten 32 Kilometer. Das nicht für das das nur nachfahren, mit das für eine Idee zu gehen, wie weit das es geht. Und dass die stehen ja im Prinzip auch einzeln für sich. Das war die ganze Trage, die 2 und 1. Die stehen für sich. Für flott, wenn wir vielleicht die Karte kriegen, wo. Oder was, lass im Moment stehen. Lass dich im Moment stehen. Für zu orientieren, wie einfach der Busch zum Dorf steht. Voilà. Okay. Voilà, ich meine, an du da wärst durch. Merci für den Nullaustreuen. Ja, Serge, merci für deine Explikationen zu dem Busch am Anfang an Dono zu dem ganzen Trail. Also ich muss sagen, der Serge hat mir für 2 Monate von mir vorher 2 Monate hier. Sollten zu mal kommen, gehst du mit, du hast ja die App da, und dann weiß nicht einmal, dann holen wir das ab. Ich hatte ein E-Bike, hin zwar auch, aber meine Frau hat mir angerufen, no, ich meine, 1,5 Stunde oder 2 Stunden, so kannst du nicht heim. Das tut mir voll und sehr hier rund um die Weihren und da kommen nicht heim, da kommen nicht essen. Also, das Serge, ich kenne sein Busch,
wie lange warst du dabei? 12 Jahre? Mehr? 12, ne? Das, wo ich 2011 an Gemengepolitik kom, sind ich sehr kennengelernt und war immer ein Fred für mein Team mit der Kamionette durch die Busch zu fahren. Ihr kennt Alec, das hat er ja gesehen. Wir müssen ein bisschen an Druck bleiben, die oft öffnen in der Weg sind. Garnison Dohannen, die viel Tröpple gehen, die wissen bestimmt, die waren noch beim Serge an drunten, aber er kennt die Äcker ganz gut. Auf alle Fälle habe ich da vollstes Vertrauen, dass man mit Team das Konzept haben, was wir wollen gehen, den einfach die einfach erklären, dass wisst, den Dorchidee oder die Lotusblumen, wenn ich die auch auftrippen, ich weiß, was das ist. Ich komme zurück auf den Parking, das ist wichtig. Alles das ändert, die viel Schilder und so, das lassen wir den ORT machen, die haben da doch die Mitte, dann haben wir geschwärzt, die wollen wissen, was wir machen. Und da wollen die das natürlich auf nationalem oder regionalem Niveau ja, nicht verkaufen, mit den Leuten weisen, sodass wenn auch andere die gesehen, wenn in zu Fichtentröpple geht, dann eben auf einer Karte gesagt hat, da gehe ich auf Biesen, und zu Biesen, da gehe ich dann der Blumendono oder dem Wolf, und da kann ich die Weg gehen. Das ist dann für uns hausgemacht intern die Beschilderung. Voilà. Ich wollte aber noch ein paar Worte verlieren, weil wir ja auch einen Teil am Dorf haben und wir nicht immer am Busch sind. Wir nennen uns eine Gemeinde, die verbindet. Bei den Abend schmengen do hummer alle dat nach enker zu so, weil wir verbannen ha wirklich alles. Und do as het für uns am Dorf, ihr kennt dat, ich meine höchste Pointer. Also wir haben ja hier dat die durch als Gemeng verlebt, mit der man meistens froh sind, außer dann, wenn sie meint, sie müsst das Bett verlassen. Aber auf alle Fälle ist das für uns so als Hauptachse. Und wir haben, was haben wir da gemacht? Wir haben für uns 2 Jahre haben wir die Hängebreck, die ist ja bald unik am Land, oder die ist unik am Land, die haben wir angeweiht. Das heißt, wir haben eine Querverbindung geschaffen für die Fußgänger von dieser Seite vom Dorf auf die Seite vom Dorf. Das ist nicht so, wie wir das nicht hätten, aber trotzdem, in den sich auskennt, weiß, dass Rue des Moulins eine relativ lange Straße ist, und die nächste Breck, außer die an der Grand Rue, die groß, das wird dann als sogenannten Holzbreck oder wie es an unserem Volksmund gesagt wird, Bonanza-Breck. Das heißt, wir haben hier nach einer Querverbindung gekriegt, die enorm wichtig ist, die nicht nur wichtig ist für die Freizeit, den gerne oben sich ein bisschen Bein austrippeln geht oder frische Lufthülle geht, aber auch für die Quartier, die will an die Schule gehen. Ich wohne selber da, der Carlo auch. Ich kann an denen muss ich von Schule gehen, und ich bin immer feiert, wenn dann die ganze Gruppe da dann neues Hand mal geht oder manchmal zusammen dann rüber geht. Also die Breck, die hat ihren Sinn und Zweck, den für die Schulweh, mehr auch für Oves, wenn wir eben durch das Dorf wollen Triple gehen und nicht unbedingt bis auf den alle Footballterrain wollen laufen. Dann haben wir gleichzeitig nach einer Neuigkeit, ich muss mich auch ein bisschen herumfahren, da haben wir dann haben wir hier, wenn der Rue des Moulins ist, weil ich mich herumfand, dann haben wir die neue Velospiste eben gebaut. Das heißt, die Velospiste, das ist sich auch eine Parallelstraße, die ihren Zweck sind, aber ganz gut erfüllt, weil sie auch den sicheren Schulweg für die Kinder soll durchstellen. Ich weiß, es sind verschiedene Sachen, die da müssen verbessert sind. Ich weiß aber auch, dass man nicht wir müssen uns auch trauen, dann kann da Lunch zu checken. Wenn es nun mal deister ist, dann muss man da eben ein Lucht beimachen. Wir da fahren aber definitiv kein Auto. Die Velospiste, das habe ich ja für Druck gesagt, die geht hoffentlich irgendwann an den nationalen Weg übergeholt, weil wir wollen unbedingt, dass ich von Colmar dabei kann, riecht weiterfahren, dann lernt ein Cyclocroc, wie wir das nennen. Und dann innen auf der Kreuzung, und da geht es ganz interessant, da hätten wir gerne, dass die Point Chaussee immer da auf den Weg geht, dass die Velosfahrer nicht mehr durch die Rue des Moulins schicken, wo wir viele Autosverkehr haben, wenn es der Maison Relais, wo wir dann eine echt große Kreuzung haben, die wissen alle gut, wo da wird ja all Camion, all Bus lernt, für auf den Parking,
die Autoen die wollen parken gehen und da fuhren wir 200 Meter und da kennt schon die nächste Kreuzung die ihret bei den solo de Bäcker oder ob Brick geht. Das heißt, wir wollen dass malanchte Kirchen giffen mat de Velo opfuhren am Sansunik kann in der Traue schmechen am Velo an dann trecken der Stroß an enger eischter Fas giwer auffuhren fir dann an $5 Stroß zu kommen, wo man mat größer Wahrscheinlichkeit méi Sicherheit tun fir de Völosfuer wann dann a Richtung Beiwe will fuhren. Dann eng ganz Neise, die nach an de Wolken hängt, wo Schlo aber will trotzdem erwähnen, dat das ja, die meisten Banden die kennen die Place de l'immigration, die gouf so genannt von engem von de vierchte Gemengeräter das Platz bei der Post. Leider Gottes das kein Post mit do. Da wisst ihr, dass wir auch ein grosses Projekt wollen. So, wir wollen eng neue Gemeng bauen, weil wir alle Guten als eins sind, dass die Gemeng, die wir heute tun, von der Räumlichkeiten nicht mehr für die Zukunft für Biesen durchgeht. Und gleichzeitig wollen wir auch ein Kulturkongresscenter dahinter planen, den eben auch soll die kulturellen Aspekte zu Biesen aufdecken. An dem Konzept soll dann auch geguckt gehen, wie man rundherum den heutigen Atelier können auch die Mobilität, den Fluss von der Wehr verbessern. Und da spielt als die für eben nach ein Kehrdat zu evakuieren, an dat am wäsch von der Grand Rue, von der Achsei, Hannendrun, da wo man die Wir haben. Da wo man sich an der Spielschule haben, außer dass man da eine sichere Verbindung kriegen, für die andere Seite zu kommen, für den Dorfzentrum auch an einem sicheren, über die gesicherte Weg eben mit dem ganzen Schuleckheit zu verbannen. Weil später haben wir dann hier echt der Schulmaison Relais Crèche an das Richtung. An der Seite hat man dann echt alles, was Kultur, das seit Jugendhaus, der Frauen, der Wohnerbatti und dann eben noch das Gemengers. Bis dahin, und dafür ist doch mein letzter Punkt zu der Achse vom Dorf, also nach weiter Weg. Und da sind wir alle Gute gefordert, für Matt an die Richtung zu schaffen. Dann den Serge hat gesagt, wir haben ein grosses Problem zu bieten, was einfach schön ist. Das sind als zwei Plateaus, einmal hier und einmal das Plateau, die andere Seite, wo wir Zitieren und so Aktivitäten haben. Ja, also wir wissen, dass sich immer mehr Leute halt, auf ein Elektrovelo trauen, von daher als die Barriere dann quasi überwonnen. Da brauchen wir nicht mehr viel zu machen, aber trotzdem müssen wir den Leuten aber die Wege schaffen. Und da geht dann einerseits die Verbindung, die eben durch die Achse geschieht, als ob dem sicheren Schulweg für Robben Zitieren. Da ist dann noch beim alle Fußballterra die Möglichkeit für Europa zu gehen, über schon quasi ein Art Trail, das ein sandischer Boden für Europa an der Sonning. Und da ist auch noch eine Verbindung an der Überlegung, dafür war den Terraball verkauft gehen, für ändert dem Cyclocroc, wo ich wieder gesagt habe, ein bisschen weiter rauf, nach ein Karop zu kommen, das heißt, Cité Kleine Mies, also schon mal in der Busbirch und dann längs rauf die Cité. Die kommen dann da raus, wo den Tricentenaire auch ist. Das heißt, die gesieht, also was will ich so, wir sind die ganze Zeit nur ganz gucken, ein Konzept von Theater, wir müssen darüber kommen und wir müssen versichern, das Seite vom Dorf mit der Seite vom Dorf so gut wie möglich man ins verbannen. Ein großen Teil von denen Infrastrukturen sind heute schon realisiert. Das heißt, wir können uns auch da an das Konzept mit lancieren, mit Serge, was er machen möchte. Wir werden noch heute die Beschilderungen machen, Manner intensiv, aber auch von hier aus soll da aus diesen Punkten eben fortkommen. Dann geht es für uns nach ein ganz wichtiger Punkt, also einmal die Achse, einmal die Plateauen, an als Nopisch-Gemengen. Da haben wir ja den PC 12, den heute schon besteht, also die Piste cyclable Richtung Beiven. Da fuhren wir heute bei der Arbeitsgebäude fuhren wir die gehen Bierge op und dann durch die Böscher auf Beiven. Und da kommen wir zu Beiven, oben bei ihnen, bei ihrem Atelier, just da raus. Da hat auch
die vierste Gemengerot Akquisitionen gemäht rund dat da huet d'Arbeit als die Terran proposiert gehabt als 2 Ursachen, also für als 2 Ursachen für sie wat mir brauche keiner real wat bis op Bewe geht für Wirk wat zu biesen ass. Dat war eng Philosophie, die freier so wär an sie wollten op alle Fall die Terran, sie waren bereit uns die zu verkaufen. An mir hatten 2 Überlegungen, dat wär emol dat eben zu renaturieren oder ein Flutpolder dort zu gestalten für die Momente, wo man wissen, wo eben mehr Wasser könnt. Die Idee, da gehe ich noch nicht zu weit ran, aber die als nicht zurückbehalten von der Gestion de l'eau. Die haben gesagt, dass das bringt aber nicht genug. Die muss andere Lösungen sichern, Lösungen, die man auch auf einem anderen Domain umgegangen sind zu machen. Wie gesagt, ich gehe nicht auf Tischwasser an die zweite Überlegung wäre die, wir haben, wenn der Deisebundslinie aufgeht, irgendwann, dann hält sie ab, du hast sie rausgerappt, gehen da sie darum Damm, an das ist die Prinz Heinrich Bahn, die bis op Peiting gegangen ist. An die wollen wir, die haben wir dem Mobilitätsminister auch schon so präsentiert. Ich habe ein gutes Gefühl, dass du ein positives Signal zurückkommt. Du hätte man gerne, dass der Staat dann der PC12 Landstaat dort erweitert bis auf Beven. Für was ist das wichtig? Weil die Beven und die Fichte, die sind mit ihren Velospisten genau da rauskommen. Aber wenn wir noch fertig springen, auf Bissen, eine Velospiste hinzukriegen, dann haben wir einerseits für die Leute von Fichten nach Beven die Möglichkeit durchspießen mit dem Velo auf Battlebrick oder auf Mirsch zu fahren. Aber für allem haben wir auch die Möglichkeit, aus der Gemeinde in die Richtung rauszufahren, Verlust bis auf Fichten zu holen, also weiter so fort, wo der Davelt fahren, das entscheidet nicht ist. Gleichzeitig entsteht als noch etwas am Gang auf unsere Grenzgebiete und da haben wir auch viel Energie dran gesagt, auch über die letzten Jahre. Da schwätzen wir von der Velosverbindung, also Mobilitätsverbindung, Mobilitätsverbindung in Richtung Mirsch. Wir haben ein Problem, dass wir zu Mirsch den Schnellzug haben, aber wir kriegen ja gesagt, für die Kurzwege holt er den Velo und dann holt er den Zug. Den Zug als ja dann das richtige Mittel für schnell große Strecken zurückzulegen. Aber wir kommen nicht sicher mit diesem Velo auf Mirsch. Wenn wir die Mirscher Straße rauffahren, da haben wir ein Problem, da fährt nicht Schiedverein mit seinem Velo gern. Aber da haben wir auch ein positives Novell, du hast den Staat am Gangen Akquisitionen zu tätigen, bei der einerseits ob der N7, die wird ja neu gemäht, aber auch rundherum die Firma Luxley, wo man dann eine Velospiste kriegen, die man können für Reise also die Pöttner Wehr abfahren am Velo und dann oben ob eine sicher Velospiste also abfahren, da gibt da wirklich den Trasse aménagiert gehen und da bei der Kreos über die Straße und dann rauf ob Pötten und da auf die Velospiste, die ja dann von Colmar Richtung Stadt geht. Voilà, das ist auch ein Punkt, wenn Delo konkret geht, da können wir den auch abholen, weil da gehen wir wirklich ob Richtung Beven, an Richtung Mirsch, Richtung Colmar, da sind wir es heute schon. Und dann laufen auch noch Diskussionen mit der Gemeinde Merzig, wo das Herrscher das gesagt, wo sagt, du hast einen Ettelbrecker Busch an der Gegend. Von der Velos bis auf Colmar fährt und dann bei der Gesemühle schaffen, die wissen alle, wo das ist. Wir haben immer gesagt, bei der Gesemühle River, der Busch rauf, dann ich habe der Karte fand ich mich schon nicht drin, da dachte da kommt da rauf bei hier im Weiher, ne? Und dann, wenn der weiterfährt, kommt er bis eben auf die Straße, die von Möschelbuch Richtung Karelshaft geht, genau. Und da hat der Bürgermeister von Merzig so geschwärzt, für zusammen zu gucken, am ORT, für eine Beschilderung zu kriegen, dass wir dann noch Richtung Merzig kommen. Für uns ist das auch wichtig, dass wir dann auch Möglichkeit geben, an hier gemeint zu kommen, für hier Trailen aufzugehen. Also die sieht, geschwind können wir, wenn wir Fußball oder Sport spielen, geben wir gerne alles zu Fuß machen, mit Elektrovelo.
Nee, Spaß beiseite. Ich meine, das Ziel, dass wir als Gemeng intern fit kriegen, die wir, dass wir die hinkriegen. Wir haben ein super Projekt, den der Serge an seinem Anspruch für seine Karriere nachher aufschließt. Dann machen wir den Rest hier am Dorf. Wir gucken, dass wir die Bänke noch am Dorf kriegen. Eben die Öffnung zu den anderen Gemengen, das ist wichtig, dass allgemein eben versichert zu machen, weil wir haben gesehen an Zeiten von Corona, wenn wir an die Büsche gegangen sind, war ganz viele Leute in NRW, und das ist wichtig, dass wir da noch weiter schaffen und die wir kreieren. Voilà, das gesagt, sind nicht meinen angekommen, den Ehreweine schaffen, die hun nach die sind in den anderen gesehen keine Luft mehr, die sind da, ja. Also wenn wir hier fertig sind, wir gehen nicht Möglichkeit, aber trotzdem weil die ein oder andere froh wir drauf anzugehen, vielleicht Sachen, die noch nicht so klar sind, bei 30 Kilometer Weg kann man die ein oder andere froh abkommen, und dann noch gibt mich invitieren Ruf auf Pad, immer am Sitzen auf Tischer, an für allem die Karte, die da an der Hand hat, wenn da Anregungen hat oder Ideen, da bei Mivano an Touren geheien, das noch nicht Wahltag, mehr die können da so an Touren geheien. Okay, also das wäre von uns Seite so, ich merke, dass es noch ein Teil wird, und weil wir froh sind, dann hilft Hand, der Max könnt dann, oder den Ivano könnt man am Mikro da hin, und dann versuchen wir, darauf zu antworten. Am Covid-Zeiten, das ist bisschen schön, dass wir ja eine zweite Verbindung verbieten aus, dass die WD-Land die Ätterlin geht, die dann noch auf der Bögen auf Stoß rausgehen, auf der Kreuzung, weil die wir dann noch an alle Richtungen gehen. Die können die Woche mal da bannen, wo noch kein Teil verbieten aus starten, und dann hätten eine zweite Möglichkeit für auf die ganze Wehr dort zu kommen. Du schwätzt von der Ätterlin. Ja. Ja, die haben ja gesagt, dass das machen wir ja, dass der PC12, den ich erwähnt habe, in Richtung Beven, haut vor mit Velospiste drauf an die Felder, und dann darüber auf Beven, und wir hoffen, dass wir nur können Beven eben über die Prinz Heinrich spenden, dass die du siehst, auffahren. Du fährst von einer Velospiste, ne? Ja, also wir dürfen halt nicht den Trasse aufpacken gehen und bauen, weil sonst kriegen wir zu nicht vom Staat. Ah, okay. Dafür hätten wir gerne das Velospiste bauen, wir sind proprietär von den ganzen Terrain, wenn es ja geht, können wir noch zusammen mit dem Serge den an einer Trail. Ja, ich habe gemeint, als an den Trailweg anzubauen. Ja, richtig, wir müssen aber den Kader oder den Gabarit von der Straße Point Chaussee bauen lassen, wenn wir die Velospiste tun, da kann ihn immer Serge, ich meine, so einen Abstecher durch Büscher machen. Dann haben wir ja dann den wir zur Summe gegangen sind, bei der Rue de la Forêt, wo wir am Anfang den Niveau Sonderschied am Dorf machen, da können die Kapelle gehen. Dann wünsche ich mir, dass wir vielleicht eine Chance haben, durch Greivel so raufzukommen. Da gibt es auch eine Möglichkeit nachgehen, muss man mit Proprietären gehen. Und dann, was das einfach eigentlich ist, das ist auf Kolmar. Also wenn ich so als Einstiegsdruck als Kolmar immer gut, da ist da warm. Und das geht schön gemütlich rup, und da geht direkt verwindet mit dem schönen Blick um zweite Weiher, und da sieht lass. Also das heißt, merci für die Regung, das so, dass den Trail der Uwen zo geht, und das andere sind dann die Zollieferwehr, die eben, weil das ist an der Idee von dem Mobilitätskonzept, also so, dass man wollen am Zentrum, alles am Zentrum halt fortgehen lassen. Und da gehen eben den Dowe, den es gerade proposiert ist, und eben auch die anderen, die wird man dann noch versuchen anzubauen. Und du wirst da gesehen, dass dann Schilder von hier zu fortgehen.
wie gesagt, von hier aus sind 30 Kilometer, also die großen Tour. Die Wehe do van den Phobisen als fortgeht, dann muss ich schon direkt op den Plateau Grund, da muss ich aber schon direkt viel mehr Zeit errechnen wie dir lo. Ja, genau. Ich gesehen zeitweise sind Parkingen christ kein Platz im Parking. Also da werden nicht Menge, weil mir gut haben Mengen gibt viele zu Fuß so wie es noch abgehen. Mit Möglichkeit das gehen, das den Ursprung Hummer. Me fir en die so eng Stunde sech will Zeit höllen mam Handtrippeln zu goen die brauchen eng halbe Stunde bis da beim Bespass. Ausser DW den Loten her du proposéiert du hast schon bëssen Naturerliefnis méi wann ze dann rëmkenst muss die Namstreck rëmkommen, weil bald da will se Tour drehen, dann immer die Stroos die steiert. Also kleef man sich kennen mir hunn alles probiert hin an hier die Strossen an Data, das schon tricky fir der immer wie so zu go. Für den Trail, du hast nicht verkauft, das just bissen, ne? Du hast zum Beispiel, wie du gesagt hast, Kolmar, als mir einfach zu gehen, ne? Ja. Du hast nicht angebunden. Ja, das ist so, dass wir für das Chorstück wollten implantieren, also das Hauptstück von mir auch am einfachsten und am schnellsten können gehen, dass das funktioniert. Und dann gehen wir an den Kontakt mit den respektiven Gemengen, also ein Highlight am Hund, dann da sind interessiert. Das, also ich meine, das ist Zukunft, dass man einfach Gemengen übergreifend operieren. Da, ja? Weil den Velo am Hirsch, die geht schon über Kolmaterra. Ne? Genau, der geht über den Velosweg und dann geht ja da Schwarzbahn ab. Auch da das ist ein Weg, wo da viel Zeit muss tun. Ne? Also wenn der zu Fuß bis auf Kolmar auf den Velosweg das geht ja den also wie lange braucht er bis er von hier do, also bis er an der Böschra geht. Du brauchst eine halbe Stunde. Voilà. Voilà. Ja. Voilà. Aber das ist der Große, ne? Das wird Meter. Ja. Sie noch do wëlles die Gemengen zu summen hun. Dofir si sie auch do. Ich mein, mir ginn Member am ORT mir bezuele joch eng paar do dats ma eben die Gemengen zu summe kre. Vertreter de Roger also Vertreter am ORT wie Zentrum hechte. Regional an hin hëlt die Doléanzen natürlich auch vun eis mat do hinner méi do gëtt er noch versicht mat dee Leiit zu summen zu gucken, dat ma dann noch die Fürsteren mobilisieren, für die Wehr zu summen zu schließen. Und dann hast den Hirsch oder ich weiß nicht, was man noch von deren auf der Karte hatten, die gehen alles fort und die gehen dann ersatz durch etwas mehr Großes. Ja, wenn dir die Schilder hat, die auf dem Parking hinweisen, Parking 5 Minuten, Parking 50 Minuten, ist das so gerechnet, wie der Toten als gewiesen hat an dem Filmchen, 12 Kilometer, 45 Minuten oder ich weiß nicht, was du Stunde. Nee. Kann diese Stunde verlassen oder was das für die Velo? Oder aber so etwas von sicher kann ich darüber verlassen. Das ist nämlich so. Du kennst ja, für was man den Navi ummachen am Auto. Wir kennen die Strecke 100%, wie wir vorhin einfach mit dem Navi. Das ist für den Navi, für mich schnell zu sein wie der Navi. Also werden die Schilder auch sehen, dass man ein gutes Gefühl an den Auto klaut. Guck da, boah, man ist aber noch gut drauf. Nee, also gar nicht. Du gehen einfach Statistiken, du gehen da für den Weg, also für an den Tank von den höchsten Metern auf. Also wenn man im Schweizer Büro hat man schon 2 Reunionen zu Esch schaffen sie da matt. Also die laufen, da rechnen wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,5 bis 4 Kilometer. Das ist normalerweise so, wie wir alle sehen, schon allein, dass er freiwillig ein Italiener kommt, ist über wer informiert, sieht er mehr sehr. Der wird schon an der Weg, also das geht gemacht für jeden. Und das ist dann
das klappt. Aber nicht an anderen Ort. Vielleicht vielleicht, anders gehen wir ein paar Drecken. Den Serge hat geschwert vun Lächt, dat vielleicht ansbann an nei W as du konkret geplant. Ich mein, du kind sche we machen. Ja. Drü schon der Barriere oben an der Lächt River Ja. dann Stekreiz Ja. bis Luxle aber Ja. as du ich das konkret geplant. Das ist immens schwer. Du sind Proprietäten, Verhältnisse sind also so, dass man nicht gut ankommen. Du gehst auch übrigens nach einem Syndikat, wie den aus dem Gang zu wissen, den auf Parzell, wie ich den habe, an die andere Seite. Ich weiß nicht, ich komme nicht auf den Namen vom Proprietär, das ist auf mir schon Terra. Dann, genau, den Hingerhof. Also gut, ob der Wiss vom Hingerhof, da könnt ihr mal Geoportal gucken, Kadasterplan gucken, da geht es nach einem Syndikat, wie den Asphobisen da rübergegangen. Und das ist irgendwie mit der Zeit zugegattert gehen an die Göttet noch mehr. Aber das ist wirklich vor, das ist ein immens attraktiven Eck an das gesagt immens weit. Der sieht da wahrscheinlich wieder als wir hat noch schon ein evaluiert für eventuell beim Wasserbassing dann ein Tour zu machen, wo du gesagt wirklich spielst. Das ist immens schön. Ich meine auch da staatliche Parzellen, wir machen noch relativ viel da am Naturschutz. Du kriegst keine Begegnung, du gehst immer dann die WRO und dann drehst du rum. Du kannst zwar durch die Wiese mal laufen, aber bei Beischen sind das doch nicht immer. Aber du schaffst wir dann. Das ist auch eine Zone, muss ich gucken, wie du hast, die ist eine IBA-Zone, also die International Bird Area, die ist auch protegiert, aber da darf das aber nicht compromettieren. Excusez-moi, moi je dois parler en français. Qu'est-ce qui va se passer avec les chemins qui existaient avant, genre le sanglier, la carte au trésor? Je ne sais pas si on en a parlé parce que c'était des chemins avec des plus petites distances qui étaient aussi pratiques pour le dimanche ou pour les gens plus âgés. Ouais. Bah, après cette soirée, c'est défendu. Ah, so. Also, nur heute Abend darf der Dynamik gehen. Von heute Morgen nur laufen Kontrollen, und wenn die noch geht, dann ist es schwierig. No, mehr. Wir lassen das, die bleiben stehen. Ich meine, die haben sich einfach ein bisschen an die Bisser Volksseele angebrannt. Was schwierig war für die zu überholen, 1 zu 1, als dass viele neue Wege dabei kommen sind, Trasse selber. Und das hat keine Logik gemacht, wenn man dann, vous comprenez, il y a eu des nouveaux chemins qu'on a fait. Et après, c'était difficile à les intégrer dans l'ancien système. Alors c'est pour cela qu'on a créé un nouveau système. Mais à l'intérieur de ce système, on a toujours la possibilité de prendre des raccourcis et de faire son propre chemin. D'accord ? Ah oui, mais elle est encore existante. Hein. Mais elle est intégrée aussi, hein. Mais pas seulement isolée, mais dans le contexte. C'est bien de le rappeler. On a 2017, on a investi en fait sur cette boucle, on a investi beaucoup de l'argent pour qu'on puisse profiter de ce chemin toute l'année, toute la saison, parce que avant, c'était quand même assez boueux et maintenant, on a les deux possibilités. Mais il faut voir ça un peu comme une galerie et peu à peu, on va voir ce qu'on a encore besoin et on va les intégrer. Ja? Boah, ist durstig. Ich weiß nicht, wir müssen noch lange abhalten. Noch eine Frage? Dann noch ein ganz wichtig, sehr, sehr fährt nicht für dich anzuschreiben für die nächsten Eventer, kommt du hin, dass ich so, wir müssen mit Anschreibungen fahren, wir hätten lieber die Kinder einfach hinkommen und die Kinder teilholen. Kommt du hin, geht wirklich flott, also auch den Velos Okkasionsmarkt, den Kubanol Max, hast du schon ausverkauft? Ja, da können wir, das ist aber draußen. Kann man da vielleicht ein paar Still hinnehmen, ne?
Auf alle Fall, der Velo Occasionsmat, da muss ich nicht mal kommt Velo gucken, sie viel Veloen da, Kannerveloen, sind Skateboarden da, sind Accessoires da für die Velo, kommt ruhig hin, für Essen und Trinken, als überall gesucht. Und dann den 21.09. melde ich auch da und bis bald noch haltig, weil geht ihr ja besonders, dass ich am dürfen kehren und wir wollen da auch ich weiß, was wir machen. Wir sind auch da noch nicht so weit, dass meine Baugenehmigung schon rausgeht. Das heißt, wir können darüber alles diskutieren, wir können natürlich nicht alles matt abbauen. Wir versuchen aber, Richtlinien zu verstehen und noch abzuholen. Voilà. Und dann hoffentlich am Aufschluss alle Guten zu sehen. Da sind aber noch Plätze. Okay. Merci.